Als ob ich Zeit dafür hätte. Bringen wir es hinter uns. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Assembly. Ja, spannendes Spiel und boah, also ich kann gar nicht aufhören. So, wir müssen ja uns auf den Weg machen nach einem Testraum. Ich will aber noch gerne einen Kaffee haben. Testadministrator, Abteilung für... Ja, lass mich doch jetzt rein, Mensch. Verdammt, ein ganzer Monat ist schon seit dem Unfall vergangen. Wie schwer kann das schon sein? Trail Space. Storage. Hier geht's nicht durch. Nee, aber könnte man ja mal schauen. Also, okay, wo muss Ich muss zurück in den Kontrollraum gehen und diesen Test durchführen. Wo muss ich denn hin? Trail Controller. 5J. 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 Da unten. Ich bin jetzt hier. Trail Chamber. Okay, ich muss... Fuck. Das ist der Elevator. Ich müsste eigentlich dahin. Aber da komme ich nicht hin. Ah, der alte Testraum mit den Säulen. Antons Gesichtsausdruck, als ich den für ihn vorbereitet habe. Irgendwo ist hier ein Hebel, mit dem sich dieses Ding bewegen lässt. Das war... Verdammt, bin ich außer Serverreichweite oder so? Vielleicht sollte ich mir ein tragbares Laufwerk vom Tech-Support holen, wo ich schon mal hier bin, und diese Pinfeather-Daten archivieren. Ist ja nicht so, als könnte Dr. Stone irgendwo hin. Herunterfahren. Ja, C2. Testwartung. Nicht, wo ich sein will. Nö, eigentlich nicht, ne? Die haben das hier also in einen Testbeobachtungsraum verwandelt, was? Besser als vergammeln lassen, denke ich. Büros. Falsche Richtung. Der Aufzug ist am Ende dieses Gangs. Ach, sag doch, dass ich zum Aufzug muss. Ich habe viel zu Ich viel will mich zu nicht tun, festquatschen, als es sei denn, ich muss. Was ist deine Ausrede? Soll das ein Witz sein? Wo muss ich jetzt hin? Mich schon fast traumatisiert. Hilfe? Du weißt schon. Geheimlabor und so. Wir können doch nicht einfach jeden reinlassen. Schon, aber ich weiß nicht. Man kann nicht selbst kaum glauben. Ich weiß nicht, ob ich im A richtig bin. Ja, muss eine Serververbindung sein. Lohnt sich auf jeden Fall, die Daten von diesem Headset zu holen. Wo muss ich denn jetzt hin? Mensch. Jetzt bin ich da, okay. Alles geradeaus. Telefon zu gehen. Dr. Nakama, Aufseherin technische Da ist Wartung. Nakamura. Perfekt. Oh, Hallo. hi Cal. Ich dachte, du bist bei der Testparty. Ich wollte, dass du das Memo-Headset da testest. Ich weiß, tut mir leid. Arbeiten, 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 was? Du weißt, wie das ist. Aber sicher doch. Oh, also, ja, im Grunde wollte ich dich ja auch nach dem Memo fragen. Ich brauche ein tragbares Laufwerk, um die Daten vom Headset herunterzuladen. Okay, na dann reich doch den üblichen Antrag ein und ich weise dir morgen eins zu. Ich brauche aber heute eins. Jetzt sofort eigentlich. Und du weißt, ich kann das nicht machen. Der Sicherheitsdienst würde mir in den Arsch treten. Komm schon, du hast doch 100 von den Dingern da drin. Und die sind alle ordentlich zugeteilt worden, damit die niemand aus der Anlage schafft. Hör mal, Cal, tut mir leid, dass es nicht geklappt hat, aber du kannst nicht von mir erwarten... Ich muss los. Ich warte schon seit vor dem Mittag auf diesen Anruf. Reich einen Antrag ein und ich gebe dir morgen als erstes ein Laufwerk. Scheiße. Okay, Kerl, nachdenken. Nein, ich denke, das Was in ist der dein Daten- Plan B? Jen aus ihrem Büro kriegen. Und wie machen wir das? Keine Ahnung. Aber irgendwas muss es hier doch geben.
Ich kann nur beten, dass Adams kleiner Anfall nicht die Hälfte unserer Daten zerstört hat. Wo ist denn 5b? Das ist 5c. Nakamura ist da drin. Ich muss sie da rausholen, damit ich mir ein Laufwerk holen kann. Testkontrolle 5c. Doch der Test des guten Doktors kann warten, bis ich dieses tragbare Laufwerk habe. Oh ja. Ganz meine Worte. Das ist der Aufzug. Selimas Labor. Sie konzentriert sich voll und ganz auf ihr Breitband-Antiseptikum. Ihre Arbeit macht wirklich Fortschritte. Kein Wunder, dass sie sich hier vor den großen Pharmakonzernen versteckt. Okay, wir müssen die Technikfrau raushauen. Schwefelsäure? Gefährlich, das Zeug. Dann lass es sein. Lass die Finger davon. Ja, lass die Finger davon. Wenn ich hier weg bin, kann ich vielleicht endlich mein Buch schreiben. Mein Buch. Willst du ein Buch schreiben, Kerl? Brauche ich nicht. Ach, komm jetzt. Wie Zeug. Salima, hier spricht Dr. Chavez. Ich muss wissen, ob Ihre Antiseptika bereits am Menschen getestet werden können. Mein Team wird täglich von Krallen und Schnäbeln heimgesucht, also wären das die perfekten Versuchskandidaten. Rufen Sie mich Hier unter gibt's der ja jede Durchwahl Menge Proben. 174 an. Und das, Chavez, nennt man Ironie. Und schon haben wir was dazugelernt. Tests für Antiseptika der Klasse A. Tag 47. Vielversprechende Resultate. Und ich denke, ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Wenn Tanner mich heute früh nicht mit ihrem albernen Verbrennungsquatsch gestört hätte, dann wäre ich jetzt schon fertig. Elizabeth Blackwell war die erste Frau, die in den USA ihren Doktor der Medizin machte. Ah ja. Einige von Chopras Proben. Kann ich aber nicht brauchen, ne? Nö. Gut, also nichts drin, na, da gehen wir wieder raus. Jemand hat den Freizeitraum aufgeräumt. Das ist mal ein Unterschied. Ich wollte diese Sandwiches hier, Mensch. Liebe unter den Kakteen. Ich wette, ich weiß auch, wer sowas liest. Liebe unter den Kakteen. Ich wette, ich weiß auch, wer sowas liest. Ach, wer denn? Sieht alles nicht komisch aus. Alles leer. Meldet sich hier eigentlich niemand mehr ab? Dieser Laden hier. Coole Sache, muss ich mich schon nicht mehr einloggen. Dr. Tanner an Gruppe Chemie, Party in der Kantine von Ebene A. Es wird in der Kantine von Ebene A eine Party nach der Initiation geben. Alle sind eingeladen. Ich habe für alle Fälle schon mal ein paar amtliche Chemikalien destilliert. Wer als Dr. Stone verkleidet kommt, bekommt eine kostenlose Kostprobe. Hallo? Nakamura, Gruppe Chemie, Löffel. Könnt ihr bitte aufhören, die Löffel aus dem Freizeitraum für eure Experimente mitzunehmen? Irgendwann wird sich jemand noch einmal aus Versehen an einem von denen vergiften. Dr. Harry. Telefonat mit Chavez. Susan, ich hatte gerade das bizarrste Telefonat mit Chavez. Weißt du noch, dass die meinte, der Direktor hat alles genehmigt? Abgesegnet? Ich habe sie übergangen und gefragt. Der wusste von nichts. Hab Chavez zur Rede gestellt. Hat geschworen, der Direktor weiß nicht,
dass ich eingeweiht bin und hatten sich deshalb dumm gestellt. Aber wer sollte ich denn überhaupt wissen, dass es da was zu fragen gibt? Irgendetwas Seltsames geht hier vor sich. Pass auf dich auf. Okay. Telefonat mit Jarvis. Tom, wundert mich jetzt nicht gerade. Letzte Woche hat die mir gesagt, dass Dr. Stone sei ein hoffnungsloser Fall. Die würde auf jeden Fall durch die Tests rasseln. Dann stellt sich raus, dass die allen das Gleiche gesagt hat. Gleichzeitig aber einem kleinen Vögelchen da oben zufolge hat sie den Direktor bearbeitet, sie selbst die Tests von Stone leiten zu lassen, damit er zuerst Ansprüche auf sie anmelden kann, falls sie hier anfängt. Und die weiß, dass ich hier bei Projekt Windfall einen Assistenten brauche. Ich kann dir nur sagen, dieses Miststück hat hier die Genghis Khan, der vor Erfurt erstarren lassen würde. Wartung. Hört sich so an, als wäre die Klimaanlage ziemlich anfällig. Und wenn die ausfällt, muss Jen aus ihrem Büro raus. Macht Sinn, ne? Wartungsarbeiten finden an der Klimaanlage in Block A5 statt. Manche Korridore werden den Großteil der nächsten Woche nicht zugänglich sein. Bitte nutzen Sie die Klimaanlage in dieser Zeit so wenig wie möglich und achten darauf, sie nicht übermäßig zu belasten. Da muss eine Menge daran getan werden. Dr. Nakamura wird euch weiterhin die Klimaanlage neu starten, falls sie ausfallen sollte. Hat mich aber gebeten, euch daran zu erinnern, dass das immer mit einem 20 bis 20-minütigen Ausflug auf Ebene Q verbunden ist. Das ist perfekt. Da war ich nicht dabei. Vielleicht sollte ich mal sehen, was die für Dr. Stone geplant haben. Planungsbüro-Code. Hallo, der wöchentliche Code für das Testplanungsbüro ist 2012. Wie immer gilt diesen Code nicht mit irgendjemandem außerhalb der Gruppe Testverwaltung teilen. Ja, kennen wir. Machen wir auch nicht. Bleibt bei uns. So, Klimaanlage. Gehen Sie zur technischen Wartung 5b und bitten Sie Nakamura um ein tragbares Laufwerk. Haben wir schon gemacht. Finden Sie einen Weg, die Klimaanlage zu überlasten. Klimaanlage. Dr. Tanner. War ich hier nicht schon? Mal sehen, was wir hier haben. Dr. Tanner an Dr. Bruce. Hey Anton, du und Carl, ihr habt doch eine Maria-Einheit, oder? Chopra hat mich aus ihrem Labor verbannt. Bock auf ein paar Pure-Lacher alter Schule? Ich hab Kio O3. Ich kann mir von Chopra H2SO04 borgen. Du besorgst etwas Zucker aus dem Freizeitraum und dann heißt es wieder feuerfrei, Alter. Okay. Aber total, Anton. Sag's ihr. Und ich wette, das würde eine exzessive Überlastung der Klimaanlage bedeuten. Hast du jetzt eigentlich... Ich muss nur herausfinden, wo ich das Experiment am besten nachstelle. Hast du jetzt eigentlich komplett den Verstand verloren? Wenn ich dieses Zeug auch nur in Reichweite von Kaiser Arbeit bringe, dann würde der mich kreuzigen. Probier's mal in der Wüste mit ein paar großen Felsen. Okay. Wartung haben wir... Ja, das kennen wir schon. So, was muss ich denn jetzt noch machen? Suchen Sie nach Zucker, suchen Sie nach Kaliumchlorat und Schwefelsäure. Schwefelsäure habe ich ja schon gefunden. Hier gibt's weder Kaliumchlorat noch Schwefel. Mal sehen, was wir hier haben. Also Whitlow brauchte eine Hauttransplantation, nachdem es bei Tanners Pyro-Experimenten mal so richtig Bumm gemacht hat. Kein Wunder, dass der versucht hat, die rausschmeißen zu lassen. Keine der Chemikalien, nach denen ich suche.
Weder Kaliumchlorat noch Schwefelsäure. Also Schwefelsäure weiß ich wo. Ne, also ich weiß nicht wo, aber... Hier gibt's weder Kaliumchlorat noch Schwefelsäure. Ich nehme dann mal das Kaliumchlorat. Besten Dank auch. Jupp. Und noch ein Becher Ich brauche vielleicht. immer noch Zucker und Schwefelsäure. Schwefelsäure, ja, wo habe ich das schon wieder gefunden? Zucker gibt es im Aufenthaltsraum. Der ist... So, da. Ihre Arbeit macht wirklich Fortschritte. Kein Wunder, dass sie sich hier vor den großen Pharmakonzernen versteckt. Die werden Zucker wohl kaum im Labor haben. Ach so, ah nee, aber da haben wir Schwefelsäure. Schwefelsäure. Passt. Genau. Ich brauche immer noch Zucker. Jetzt muss ich nur noch schon wieder finden, wo... Also, was war nochmal dieser Code? war irgendwas mit 2012. Hab ich dich. Sesam, öffne dich. Testplanung. Ja, das sieht nach einem guten Szenario für Sie aus. Bankette sind immer witzig bei Kandidaten, die sich falsch behandelt fühlen. Was wohl Ihr Geheimnis bei Familienangelegenheiten sein wird? Terraformen, Ausbruch, Mörsen, Plattformen, Familienangelegenheit, Daten ans MEF. Üblich, doch Option... Was? Wie üblich, doch Option 3, 6, 7 mit Evans reden und 13 Testpersonen benötigt. Ja, das sieht nach einem guten Szenario für Sie aus. Bankette sind immer witzig bei Kandidaten, die sich falsch behandelt fühlen. Was wohl Ihr Geheimnis bei Familienangelegenheiten sein wird? Die große Madeleine Stone. Der Direktor steht auf Genies in Not. Madeleine Stone, Nationalität British, Feld Neurowissenschaften. Arbeitsstatus medizinische Zulassung aberkannt. Letzter Arbeitgeber Kotor Waring Pharmaceuticals. Die große Madeleine Stone. Ja. Der Direktor steht auf Genies in Not. Hab schon länger keine mittelalterliche Version des Banketts gemacht. Schade. Ja, schade. Rollstuhl und... Ach, jetzt weg. Pläne für die Entführung von Dr. Stone. Der gute alte schwarze Sack am Haupteingang. Tja, Erinnert mich an die Nacht, in der die mich erwischt haben. ach so, dich haben sie auch gekidnappt. Okay. So, Gruppe Testverwaltung, Dr. Jeff. An alle, mir ist aufgefallen, dass Dr. Stone eine starke Anti-Autorität Ader hat, die ich beim Bankett sehr zum Vorteil gereichen könnte. Ich recherchiere zurzeit noch die weiteren Details ihrer Verfahrens wegen ärztlicher Verfehlhaltens. Wenn ich herausbekommen kann, wer sie bei den britischen Gesundheitsbehörden verpfiffen hat, könnte uns das dabei helfen, ihre Eignung zu prüfen. Und die Wartungsarbeit, das kennen wir ja schon. So. Ich sollte echt mal Feierabend machen, dieser Mensch. Die finden ihren Weg per Nachtsicht, sagt man. So viele gebrochene Knochen und ausgeschlagene Zähne. Oh Mann, das ist von damals, als der Steg unter dem Kandidaten zusammengebrochen ist. Tolle Leistung, ihr Wartungsexperten. Nichts drin. Ach, das ist eine Puppe, Mensch. Ich habe gemeint, da sitzt hier jemand.
So, bei mir wird gebohrt, falls ihr das nicht hört, falls ihr das hört. Eine Unfallsimulation. Zellturm-Triangulation. Glaube nicht, dass ich das schon mal gesehen habe. Ich habe es noch nie gesehen, aber klingt interessant. So, also, jetzt brauche ich Zucker. Aufenthaltsraum. Ich muss die Chemikalien finden, um dieses Experiment nachstellen zu können. Elevated door, storage office, trade chambers, corridor, Labor. IT Office, Storage, Analytik, Study Room, 5H. Was? Ah, falsche Taste. Scheiße, Entschuldigung. 5H. Da, Office. Da braucht man schon Zucker, um den Kaffee überhaupt trinkbar zu machen. Na, wo ist denn der scheiß Zucker? Ach, da steht er ja. Ja, Zucker. Süßer, süßer Zucker. Ui. Das wären alle Chemikalien. Ich muss nur noch einen Raum finden, in dem ich Tenners Experiment nachstellen kann. Vielleicht hier? Nee, das muss ja irgendwie mit Feuer noch zu tun haben. Das Office? Nee. Das auch. Das ist das Labor. Ach da. Oder auch nicht. Mann, oh. Ja, echt schwer, hey. Das ist Chavez da drüben, die arbeitet an dem 4. Test. Ich will sie nicht stören. Nö, will ich auch nicht. Wo könnten wir diesen Tester ausführen? Nee, das ist, Wird heruntergestuft, aber er ist dafür ausgelegt, sich selbst zu reparieren. Nakamura ist da drin. Ich muss sie da rausholen, damit ich mir ein Laufwerk holen kann. Wenn man ihm die falschen Platinen verpasst, wer weiß, was dann alles passiert. Feueralarm. Muss ich jetzt, runter wieder? Ich hab keine Ahnung. Richtig schwer, liebe Freunde. Sollen die mal machen. Ich muss Jen finden. Das wäre doch jetzt hier gar keine so schlechte... Schon witzig. Ja. Ich kann nicht glauben, dass der immer noch am Netz ist.
Machen wir doch einfach mal alles blau. Ach so. Nö. Oh, ich liebe diese Scheißereien hier. Immer diese tollen Rätsel hier. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich was bringt. Da habe ich ja auch noch einen. Mensch, Junge. Was? Och komm, leck mich doch am Arsch, hey. Alter, willst du mich jetzt verdappeln oder was? Boah, brauche ich den Scheiß eigentlich? Ich glaube nicht. Weg mit dir. Bringt nichts, wieder zurück nach oben zu gehen. Es geht weiter vorwärts. Ich habe doch keine Lust, dieses scheiß Rätsel zu lösen. Vor allem, er hat es ja selbst gemacht, dann sollte er doch eigentlich wissen, wie es geht. Hat doch irgendwas mit den Verbindungen zu tun, oder? Nö. Ach komm, leck mich. Scheiß Rätsel. Testwartung. Nicht, wo ich sein will. Nicht? Ich muss also für ordentlich Hitze in Chopras Büros sorgen. Chopras Büro. Wo ist denn Chopras Büro? Ah, okay, da musst du gar nicht anwählen, wohin dass du fahren willst, sondern... Hm. 5D, okay, okay.
5D. Ich sag's ja nur ungern, aber könnte das ein Physiker nicht? 5D. 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 Müsste das hier sein. Jupp. So. Brauche ich nicht. Salima, hier spricht Dr. Wenn ich Chavez. hier weg bin, Ich kann muss ich wissen, ob vielleicht Ihre endlich mein Antiseptika Buch bereits am schreiben. Menschen getestet werden können. Mein Team wird täglich von Krallen und Schnäbeln heimgesucht, also wären das die perfekten Versuchskandidaten. Rufen Sie mich unter der Durchwahl 174 an. Ja, da war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Selbst hier unten gibt's immer noch einen größeren Nerd. Larpstock, Vulkancrop. Ohren, Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Könntet ihr vielleicht die Ohrprothesen sauber machen, wenn ihr mit denen fertig seid? Die Dinger gehören doch uns allen. Perfekt. Ich kann Tenners Feuerball hier reproduzieren. Ach nee. Meine Damen, bitte, bevor ich noch den Verstand verliere, bitte keine wärmeintensiven Experimente, bis die Klimaanlage wieder 100% funktioniert. Ach, wieso denn nicht? Die fällt eh fast schon auseinander und immer wenn ihr die überlastet, muss ich runter in die Untergeschosse und irgendwas wo hab ich's denn? Zusammenfrickeln, damit mein Server sich nicht überhitzt. Oh, schade. Chopra! Tut mir leid, Jen. Ich habe Tanner mit Maria spielen lassen und die Sache ist dann aus dem Ruder gelaufen. Beim nächsten Mal kann die ihr eigenes Labor abfackeln, aber entzündliche Substanzen sind für meine Arbeit auch wichtig, weshalb ich froh bin, dass die an einer Lösung arbeiten. Ja, das ist immer noch die Planungserwartungsarbeit und ja. So. Ich will immer zuerst alles mal abchecken, bevor ich hier jetzt loslege. Und mit dem Loslegen wird es aber auch dann das Finish von dieser Folge, besser gesagt. So. Chemikalien für Chopras Antiseptikum. Kühlschränke. Chopra muss rund um die Uhr arbeiten. Ja. Ah, da muss ich's machen. Okay, das wäre dann der Zucker. Und hier das Kaliumchlorat. Also, da hätten wir dann Zucker und Kaliumchlorat und die Säure kommt auf die Matte. Okay, Maria, lass uns mal ein Feuer machen. Okay, Maria anschalten und die Säure hinzufügen lassen. Maria? Ah. Ah. Okay, ich gehe ja wieder raus. Dann haben wir sich... Oh. Kontaminierung. Die Kontaminierung. Diese Chemikalien riechen. So, dann... Und los geht's. Ja, das brennt mal ordentlich. Ups. Das war's mit der Klimaanlage. Ja. Himmel nochmal, schon wieder? Und da geht Nakamura.
Okay. Jetzt, wo Jen fort ist, kann ich mir ein Laufwerk aus ihrem Büro holen und auf dem Headset sichern. Tut mir leid, Jen, aber ich brauche mal echt dieses tragbare Laufwerk. So, und wie es weitergeht, werden wir dann schauen, wenn wir das nächste Mal einschalten. Tschüss!